represiji u Marselju i Parizu. Ali to dokazuje kada se ubije jedan kralj, monarh, premijer, predsjednik države, da iza toga po pravilu stoje interesi neke druge države, da se veoma retko ili gotovo nikada ne saznaju zapravo ona ruka koja je, kako da kažem, sve to organizovala, tako je u slučaju Olofa Palmea, Isaka Rabina, pomenu smo našeg kralja Aleksandra, Johna Kennedy, nominalno je to kao Oswald bio, jel? Svi znamo naravno da nije, to se zna sada, su činjenice vrlo jasne. I dolazimo do ubistva premijera ove države, to je Đinđić. Da li mislite, pa prelazimo na sledeću temu, da je njegov odnos prema Kosovu, koji je bio nekako jasan u posljednja 2-3 meseca njegovog života, zapravo razlog njegovog ubistva? Počet ću odgovor sledećom opet rečenicom, a to je vezano za Demokratsku stranku. Demokratska stranka je došla na vlast uz veliku podršku zapadnih tajnih službi, prevashodno MI6 i nemačkog BND-a. Oni su pozicionirali svoje ljude u vrhu i napravili su takav ambijent da su od Demokratske stranke napravili jednu organizovanu kriminalnu grupu. Ta organizovana kriminalna grupa je imala odrešene ruke da u Srbiji radi sve, s tim da tim zemljama Zapada omogući da one rade sve kako njima njihovi strateški interesi nalažu. I to je bio neprećutni, to je bio dogovor vrlo tvrd. Dakle, Zapad, govorim prevashodno Engleska, dakle Amerika i naravno BND, prethodno su uzeli Kosovo. Uzeli su Kosovo i Metohiju još u Rambujevu. I tim dokumentom u Rambujevu, koji je jedan klasičan nacistički ultimativni akt kucan na 85 strana, u članu 2 na 45. strani predviđa da 28.000 vojnika NATO pakta dođe u Srbiju, da se rasporede na teritoriji Srbije, da Zapad kontroliše kompletne resurse i kompletan politički život u Srbiji, da nikome za to ne odgovaraju i drugim rečima da oni budu okupacione vlasti, a da političke figure koje budu na vlasti tada to aminuju. To je dokument iz 1998. godine koji je bio dat tada Slobodanu Miloševiću kao predsjedniku države. On je taj dokument odbio. Bill Clinton, koji je bio predsjednik Amerike, je rekao da je to potpuno nečasno što je Slobodan Milošević uradio i da će zbog toga što je odbio taj dokument da prihvati, dovesti Srbiju u kameno doba. Oni su bili već spremili plan B, drugim rečima bombardovanje, i imali su svoje ratne planove. Oni su te ratne planove u martu mesecu, kao što je nama svima poznato, i krenuli u realizaciju. Radi se o planiranom genocidu. Ono što je jako važno jeste, a to naš narod ne zna, jeste sledeće. Tajni dogovor čelnika NATO-a bio je tajni, ali istovremeno bio dostupan našim operativcima i obaveštajcima. Imao je 5 tačaka. Prva tačka, stvoriti najoptimalnije uslove za agresiju na SRJ. Ovaj sastanak se održava u Briselu 13. marta 1999. godine. Ovo su zaključci sa toga sastanka, jedni od, ali najbitniji. Tačka 2. U slučaju otpora koristiti municiju sa osiromašenim uranijumom 238 i kasetne bombe. Mi znamo da su sada u julu mesecu naša 2 podoficira na Kopaoniku poginula jer je eksplodirala kasetna bomba. Znači, toliko godina posle, 13 godina posle bombardovanja Jugoslavije od engleskih i američkih kasetnih bombi, koje su zabranjene svim međunarodnim konvencijama o ratu, one i dalje ubijaju srpske vojnike i srpsku decu. Kontejnere sa bojnim otrovima i mikrobiološkim materijalima aktivirati ako odbrambeni sistemi pruže toliki otpor da se poremete planovi akcije Aligator. Strateške neutronske bombe koristiti za eliminaciju žive sile na granici prema Albaniji i Makedoniji. Tačka 3. Formirati Međunarodni sud u Hagu koji treba da presuđuje po brzom postupku političkom, vojnom i policijskom vrhu SRJ. Tačka 4. U slučaju otpora treba ubijati civile, rušiti mostove, bolnice, škole, obdaništa, rezervare vode, infrastrukturu, trafostanice, dalekovode, rušenjem rafinerija, izazvati ekološku katastrofu, aktivirati operaciju Potkovica, to jest preko OVK, pripremiti navodni egzodus albanskog življa, koji će se povlačiti prema Albaniji i Makedoniji,
da će čekati TV ekipe kako bi se ovekovečila navodna zverstva srpske vojske i policije. To su realizovali. To su njihovi zaključci koji su oni sproveli u delo. Γράφτηκε στην Ουάσιγκτον η θανατική καταδίκη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράφτηκε ο θάνατος του διεθνούς δικαίου. Χτες στην Ουάσιγκτον υπογράφτηκε ο νόμος της ζούγκλας, ο νόμος και το δίκαιο του ισχυροτέρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν τώρα με τη συνενοχή των ευρωπαϊκών κρατών να δικάζουν, να καταδικάζουν και να τιμωρούν οποιονδήποτε νομίζουν ότι αντιτάσσεται στα σχέδιά τους. Δεν είναι νομίζω υπερβολή να πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα νέο μεσαίωνα. Προμηθευτείτε όλοι ρούχα ζεστά, μάλινα, κασκόλ, γάντια, γαλότσες. Μας περιμένει ένας ιστορικός παγετός. Από την αρχή των βομβαρδισμών δήλωσα ότι όσα λέγονται για εθνοκαθάρσεις και ανθρώπινες ευαισθησίες είναι προσχήματα, ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι συνομιλίες και οι συμφωνίες και ότι στόχος μοναδικός είναι να μεταβάλουν την αιρετική Ιουγκοσλαβία σε καμένη γη. Και αυτό σκοπεύουν να κάνουν αν δεν βρεθούν μπροστά τους, αν δεν βρεθεί μπροστά τους κάποιο εμπόδιο. Θέλουν να μεταβάλουν τη Σερβία σε μια έρημο από σκόνη και αίμα, για να την επιδεικνύουν στα επόμενα θύματα λέγοντας «Κοιτάξτε τι σας περιμένει αν δεν υποταχτείτε». Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί μονάχα εμείς σύσσωμα και ομόθυμα είπαμε όχι στη βαρβαρότητα. Στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό των θυμάτων, στο πλευρό των Σέρβων, και θέλουμε το τραγούδι μας σήμερα να σκεπάσει τα ουρλιαχτά των σιρήνων και τους κρότους των πυράβλων. Βελιγράδι, σήμερα τραγουδάμε για σένα. Ας τραγουδήσουμε όλοι δυνατά για να μας ακούσουν. Είμαστε στο πλευρό σας. Κουράγιο, το δίκαιο είναι μαζί σας και το δίκαιο στο τέλος πάντα θριαμβεύει. Τέλος, θα έλεγα να τραγουδήσουμε για να μας ακούσουν και οι Ευρωπαίοι. Όμως φοβάμαι πως αυτό είναι μάταιος κόπος. Είναι δυστυχώς οι πιο πολλοί εκεί πάνω εντελώς τυφλοί και εντελώς κουφοί. Ich erteile das Wort dem Kollegen Gregor Gysi für die PDS-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst meinen ganz ehrlichen Respekt dafür zum Ausdruck bringen,
dass der Bundestag hier in eigener Souveränität doch noch und das sozusagen ganz kurzfristig sich entschieden hat zu dieser Debatte. Ich finde, das ist würdig für das Haus, dass wir hier nicht im Rahmen einer GO-Debatte das verhindert haben. Und deshalb nehmen wir selbstverständlich unseren Antrag auch zurück. Ich kann die Argumente, die hier genannt worden sind, zu einem Großteil nicht teilen. Und vor allen Dingen sind viele Fragen gar nicht angesprochen worden. So zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich die rechtliche Grundlage für den Krieg, der gestern begonnen hat? Sie alle wissen, dass die UN-Charta, ich komme darauf zurück, Sie alle wissen, dass die UN-Charta nur 2 Fälle des berechtigten militärischen Eingreifens kennt. Den Fall der Selbstverteidigung oder kollektiven Selbstverteidigung im Rahmen eines Bündnisses oder den Fall, dass der UN-Sicherheitsrat und kein anderer, nur er besitzt das Gewaltmonopol, was aus guten Gründen nach 1945 so festgelegt worden ist, anordnet, dass zur Herstellung des Friedens militärische Maßnahmen einzusetzen sind. Beide Voraussetzungen, meine Damen und Herren, beide Voraussetzungen liegen nicht vor. Die Bundesrepublik Jugoslawien, wie auch immer die inneren Zustände zu beurteilen sind, hat kein anderes Land angegriffen. Deshalb liegt kein Fall einer Selbstverteidigung oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta vor. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass der UN-Sicherheitsrat keine militärischen Maßnahmen nach der anderen Möglichkeit, nämlich dem Kapitel 7 der UN-Charta, beschlossen hat. Und dass er sich sogar ausdrücklich vorbehalten hat, über die weitere Situation zu beraten und zu entscheiden. Und die NATO hat ihm diese Entscheidung aus der Hand genommen, sich damit von der UNO abgekoppelt. Und ich sage Ihnen, das zerstört eine Weltordnung, aber es schafft keine neue. Ich kann mir auch eine bessere Weltordnung vorstellen als die, die wir haben. Aber die jetzige, zu beseitigen, ohne eine neue zu haben, ich sage Ihnen, das wird Europa und die Welt sehr grundsätzlich verändern. Was glauben Sie denn, wie andere Staaten in Zukunft auf die UN-Charta noch Rücksicht nehmen werden, wenn erstmal die NATO und auch die Bundesrepublik Deutschland bewiesen hat, dass sie bereit ist, sie zu ignorieren und dennoch militärisch aktiv zu werden, und zwar in Form eines Krieges. Und juristisch, auch wenn es Sie sehr ärgert, wenn man einen Krieg führt, ohne selbst angegriffen worden zu sein, dann ist es ein Angriffskrieg und kein Verteidigungskrieg. Und genau diesen verbietet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Auch dagegen haben wir verstoßen. Und da sprechen Sie von der Sicherheit unserer Soldaten. Ich finde, die größte Unsicherheit ist, sie in einen Krieg zu schicken, der weder völkerrechtlich noch vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland her legitimiert ist. Dazu kann ich gerne was sagen. Ich spreche jetzt über die selektive Wahrnahme humanitärer Katastrophen. Die Situation ist doch in Wirklichkeit nicht neu. Es gab schon ganz häufig auch bewaffnete Bewegungen von Bevölkerungsgruppen, die aus einem Staatenverband ausscheiden wollten. Auch die Bundesrepublik Deutschland, wie andere Staaten auch, haben sich dort sehr unterschiedlich verhalten. Ich erinnere Sie an ein noch viel verbrecherisches Regime, an das Pol Pot-Regime. Damals griff Vietnam ein. Das wurde international verurteilt mit dem Hinweis darauf, auch das kambodschanische Volk, solange Kambodscha keinen anderen Staat angegriffen hat, muss sich selbst befreien. Das rechtfertigt keinen Angriff durch Vietnam auf Kambodscha. Das war damals die Argumentation. Der US-Präsident ist jetzt in seinem eigenen Senat gefragt worden, warum nicht in Kaschmir, warum nicht in Burundi, warum gerade beim Kosovo in Jugoslawien. Und er hat gesagt, dort haben wir andere Interessen. Und das ist zum Beispiel eine Begründung, von der ich finde, dass sie mit Moral nichts zu tun hat. Wenn, dann müssen Menschenrechte universal gelten. Südafrika hat über Jahrzehnte die große Mehrheit der Bevölkerung nicht nur unterdrückt, nicht nur der einfachsten Menschenrechte beraubt, sondern auch massakriert. Nicht mal zu einem Wirtschaftsboykott konnte sich die Bundesrepublik Deutschland entschließen. Die Deutsche Bank und andere haben dort weiter große Geschäfte gemacht. Und was passiert denn seit Jahrzehnten und Jahren in der Türkei?
Sie wissen, dass die Rechte der Kurdinnen und Kurden erheblich beeinträchtigt werden. Sie wissen, dass die nicht mal das Recht auf eigene Sprache und eigene Kultur haben. Sie wissen, dass auch dort Militär und Polizei massakriert, dass es auch militärische Gegenbewegungen gibt. Und ich kritisiere die PKK auch, das ist nicht die Frage. Aber entstanden ist sie erstmal aus der Unterdrückung des kurdischen Volkes. Das ist auch eine Tatsache. Und die Türkei ist Partner des Bündnisses, Partner der NATO, die jetzt sagt, aus humanitären Gründen müsste sie in Jugoslawien, gegen Jugoslawien einen Angriffskrieg starten. Wie selektiv wollen wir denn diese Probleme in der Welt wahrnehmen? Und damit ich hier nicht missverstanden werde, wenn wir eines Tages auf die Idee kommen sollten, in die Türkei sozusagen deshalb einzumarschieren, wäre ich auch dagegen, um das ganz klar zu sagen. Aber ich will Sie darauf aufmerksam machen, wie selektiv die Wahrnahme ist. Gestatten Sie mir noch 2 Sätze. Sie sagen immer, der Krieg richtet sich gegen Milosevic und nicht gegen das serbische Volk. Verstehen Sie, das sagt sich so leicht. Aber die Tatsachen sind doch andere. Was glauben Sie denn, wenn gestern die Bomber das Wasserwerk in Belgrad zerstört haben? Wer dann kein Wasser hat? Die serbische Bevölkerung oder Milosevic? Ich kann Ihnen garantieren, Milosevic hat noch lange Wasser. Und wer werden die Toten sein? Das werden Frauen, das werden Kinder, das werden Soldaten sein, darunter sehr viele Wehrpflichtige, die haben gar keine Chance, nicht zur Armee zu gehen. Auch in Jugoslawien, nicht Milosevic. Nein, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht, ein solcher Krieg richtet sich immer gegen die Bevölkerung und nicht gegen einen einzelnen Diktator. So einen Krieg hat es noch nicht gegeben, weder im Irak noch wird es ihn in Jugoslawien geben. Und das macht mir alles größte Sorgen, muss ich Ihnen sagen. Und lassen Sie mich noch hinzufügen, als letztes, weil die Zeit um ist, lassen Sie mich das noch sagen. Ich verstehe auch Folgendes nicht. Hier wird immer gesagt, Milosevic ist völlig irrational. Der kalkuliert den Krieg mit ein. Er trägt die alleinige Verantwortung. Und was ist das politische Ziel? Da wird mir gesagt, nach 1, 2, 3 Bomben wird der Mann plötzlich rational, dann denkt er plötzlich an sein Volk, dann unterschreibt er und damit ist der Krieg beendet. Also eine von beiden Thesen kann doch nur stimmen. Wenn er so ein irrationaler Diktator ist, wenn er sein eigenes Volk opfert, wie es mir die Regierung, wie es mir viele Fraktionen sagen, ja, wie kommen Sie denn dann darauf, dass der nach 2, 3 Tagen unterschreiben würde? Und wenn er es nicht macht, ja, was denn dann? Was ist denn dann die politische Lösung? Das haben Sie noch nie gesagt, außer dass Sie auf eine Unterschrift von Milosevic hoffen. Ich erwarte die nicht, das muss ich Ihnen ganz ernsthaft sagen. Und mein letzter Satz. Mit Bomben verhindert man keine humanitären Katastrophen, man verschärft sie nur. Und Deutschland hat in diesem Jahrhundert überhaupt kein Recht mehr, Bomben auf Belgrad zu werfen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher und Gäste im Deutschen Bundestag und zu Hause an den Bildschirmen. Herr Felgentreu, ich habe den Eindruck, wir reden über ein spanisches Urlaubsgebiet. Die alten Stätten, die Klöster, die Kulturstätten auf dem Balkan und im Kosovo, ja, das alles gibt es, aber dann fragen Sie sich mal, wer gerade eine Reihe von, ich glaube, über 200 Klöstern im Kosovo zerstört hat. Das waren Kosovo-Albaner und die haben nicht die touristischen Vorstellungen, die Sie hier äußern. Meine Damen und Herren, es begann mit einer Lüge, ist eine Produktion des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die derzeit mehrfach ausgestrahlt wird und genau das wiedergibt, was in den 90er Jahren im Kosovo an völkerrechtswidrigen Aktivitäten durchgeführt wurden. Und dann war es ein Bruch nicht nur des Völkerrechts, nein, wir haben sogar gegen die UNO-Resolution 244 verstoßen, willentlich und wissentlich, die ausdrücklich die territoriale Integrität Serbiens anerkannt hat. Und Sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben sich gegen die UN und gegen das Völkerrecht gestellt. Das ist die Wahrheit. Herausgekommen ist ein sogenannter Failed State, ein Verbrecherstaat, der von Kriminellen regiert wird. Drogenhandel, Menschenhandel, Waffengeschäfte, illegale Geldwäscherei in jedem Sinne, das lesen Sie in jeder internationalen Agentur. Bis hinauf in die höchsten Regierungsspitzen ist die kosovarische Regierung von Kriminellen durchsetzt und der Präsident, der dort oben an der Spitze steht, Herr Thaçi, stand ja schon vor einem Gericht und sollte angeklagt werden. Und sämtliche Zeugen in diesem Prozess sind umgebracht worden. Ich habe keinen Aufschrei im Deutschen Bundestag darüber gehört, meine Damen und Herren. Da lassen wir alles durchgehen. Warum? Ich habe es gesagt.
weil wir seit 20 Jahren eine kriminelle Bande auf dem Balkan unterstützen. Und damit Sie mal wissen, wovon ich rede, zitiere ich mit Genehmigung des Herrn Präsidenten Carla Del Ponte, die in ihrem Buch über die Vergehen auf dem Kosovo Schreckliches berichtet. Sie sagt, dort habe es ein sogenanntes gelbes Haus gegeben, in denen Organe von Gefangenen entnommen wurden. Man habe sie in eine Baracke gesperrt, bis man sie schließlich aller ihrer Organe entledigt hat. Und die Gefangenen hätten, als sie es erfahren haben von ihrem Schicksal, ihre Peiniger angefleht, sie zu töten. Das muss man sich mal vorstellen. Und all das lassen wir geschehen und sagen, eine Bundeswehr wird da schon mit anderen Partnern für Frieden und Stabilität sorgen. Wir haben den Frieden nicht erreicht, wir haben die Stabilität nicht erreicht, wir haben die Menschen einem grausamen Schicksal ausgesetzt. Organization known as the KLA. The German Secret Service played a very important role later in supporting the terrorist groups in Serbia. German BND operatives trained KLA troops, picked their officers, and provided them with an arsenal of ammunition. In April of 1996, the KLA announced itself to the world through a series of assassinations of civilians and police in Kosovo. Inside Kosovo, they clearly represented a modest-sized minority. I would estimate no more than 15 to 20% of the Kosovo Albanians supported the KLA. But they have international roots in Europe and America as well as in Albania, and over the years had developed funding, gathered arms, and they were not necessarily just attacking Serb police. They were killing civilian Albanians who did not support independence. They may have supported the government, or they may have supported Mr. Rugova's pacifist faction. They also were terrorizing the other ethnic minorities of Kosovo, the Gypsies, the Turks, the Gorani, Slavic Muslims, and others. They did this before the war, during the NATO air war, and they've been doing it again since the air war, nonstop. After 2 years of terrorist incidents, the KLA was able to draw an armed response from the Milosevic government against KLA strongholds. As in the previous Yugoslav conflicts, the UN High Commissioner on Human Rights would later report that human rights abuses were widespread on all sides, but both the media coverage and U.S. government spokespersons focused their criticism on the Milosevic government. It is clear that no matter who was in government, the nature of this terrorist war conducted by the KLA was guaranteed to generate a strong police reaction. Ruder Finn, which had profited handsomely by its wartime experience with Croatia and Bosnia-Herzegovina, was chosen to handle public relations for the Kosovo Albanians. By the middle of 1998, as NATO approached its 50th anniversary without a clear direction or adversary, U.S. Secretary of State Madeleine Albright was reported to be eager for a confrontation with Milosevic. She pressed President Clinton to bomb the Serbs. So many of these decisions are driven by personalities and by the power struggles that go on within bureaucracies. Madeleine Albright, who obviously is the first woman Secretary of State, sees herself in a role where she has to be remembered as being tough. As Madeleine Albright has said, if you've got all the military power, why not use it? If you can bomb and force people to do what you want them to do, why spend months of delicate diplomatic negotiation? Instead, President Clinton sent Richard Holbrooke to meet with Slobodan Milosevic and leaders of the KLA, whom U.S. envoy Robert Gelbard had described as terrorists only a year previously. Under a demilitarization agreement, the OSCE, or Organization for Security and Cooperation in Europe, was assigned to monitor the agreement. The Serbian army did pull back to their barracks, that there was a de-escalation in the fighting, and there was a rather low-intensity struggle going on there. There was still some outbursts of fighting, primarily instigated by the KLA, but generally speaking, that the OSCE monitors did have a settling effect in Kosovo. We had the opportunity, imperfect as it was, to work and to monitor and to seek a rational, logical, civil solution to the problems and the grievances within Kosovo. Kosovo was a political problem that could not be solved by NATO bombers bombing from 23,000 feet. This had to be solved
through negotiations and diplomacy. The head of the Kosovo OSCE verification mission, William Walker, was a controversial hardline U.S. diplomat who'd been criticized for his cozy relationship with the military government in El Salvador, where he served as ambassador. In Kosovo, his portrayal of a bloody battle at Račak as a massacre became the justification of the NATO bombing campaign against Yugoslavia. If you remember Račak just a few weeks ago, where there were massacres, dozens of people with their throats slit, it has been a systematic expansion of this whole atrocities. We've seen innocent people taken from their homes, forced to kneel in the dirt and sprayed with bullets. Kosovar men dragged from their families, fathers and sons together, lined up, and shot in cold blood. Autopsies by 3 different internationally recognized forensic pathologists told a very different story. None of the victims, who were overwhelmingly men of fighting age, had had their throats slit. None were mutilated. Instead of execution-style killings, the men were shot from different angles. The Italian newspaper Il Manifesto reported that autopsies confirmed the presence of gunpowder on the hands of 37 men, a strong indication that the dead were soldiers killed in a battle, who were later dragged to the site by the KLA, which had contacted Walker. Reporters from Le Monde and from Le Figaro were invited by the Yugoslav army to go into Račak. They did the morning before the massacre took place, or supposedly took place. There was no one in the village. It was a known KLA village. It had been the subject of Yugoslav army attacks before. When they went in the morning, there was only 1 or 2 very elderly Albanians in the village. But as they approached the middle of the village, the Yugoslav army units became under fire from the hills above. All that day there was a fierce firefight in the hills. And in the evening, the Yugoslav army pulled out with the 2 reporters from Le Figaro and Le Monde. The following day, the OSCE with General Walker were invited back to the village and were shown a trench with 45 bodies in it. Now the reporters on the scene said that there was no bloodshed around the trench. There were very few empty shell cases. They became immediately suspicious that this was a setup, that what was in the trench were bodies of the Albanian casualties of the fighting the day before, and they have reported it as such. But General Walker immediately went back and announced to the world that there had been a frightful massacre of Albanians. Ironically, William Walker, who had been accused in the past of covering up massacres by the El Salvador government, was now suspected of transforming the story of a bloody gun battle into a civilian massacre at a crucial time for U.S. and NATO policies in the region. Well, it's very important because I think everybody pretty well agrees that without the Račak massacre, there would have been no bombing of Yugoslavia. The press coverage of the Račak incident strengthened the Clinton administration hardliners. Under the threat of bombing, the Serbs were now pressed by Secretary Albright to sign a document drafted by the State Department. This document, known as the Rambouillet Accords, would place NATO troops in Kosovo and effectively permit the Albanian majority to separate from Serbia through a referendum within 3 years. State Department insiders acknowledged later the Rambouillet Accords were drafted in a way that they expected the Serbs to reject. Publicly, we were seeking an agreement, said State Department Secretary James Rubin, but privately we knew the chances of the Serbs agreeing were quite small. To ensure that Serbs would reject the pact and to pave the way for NATO bombing, a new demand, Appendix B, was added by the United States, which gave NATO, quote, free, unrestricted passage, unimpeded access throughout the whole of Yugoslavia, including associated airspace and territorial waters. In other words, an open-ended occupation of the entire Yugoslavia. If we look at the documentation and the ultimatums presented, we know that this was a disingenuous exercise in blunt, brute power. It was never a realistic proposal for peace. They were never accords, they were a diktat to which the Yugoslav government nor any other sovereign state could ever agree. The threat of force in negotiations, known as gunboat diplomacy, has been used in the past by major powers, including Nazi Germany, but legal experts observe that it was explicitly outlawed by the UN Charter following World War II. The integrity of a sovereign state is not subject to attack by any other country that doesn't like it.
You can't threaten it, you can't attack it. The launching of that kind of attack is aggressive war. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve. By acting now, we are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. When the bombing started, I left. I decided that was it. I was getting out. I went back to Washington. I wrote a farewell message to colleagues in OHR saying that this was, if ever they wanted to unify the Serbs in support of Milosevic, they had just done it. By that time, the Yugoslav military had prepared itself by deploying its troops in the field, hiding its major supplies, and preparing for a long air campaign, which had been part of their doctrine going back to Tito's falling out with Stalin. This was what they were prepared for, and this is why Yugoslavia, a small a country as it is, could stand up to this concerted aerial onslaught for 79 days. I'm not sure NATO really had a strategy. I think that they had been led to believe that after 2 or 3 days of bombing, Milosevic would have caved in. Which indicates pretty clearly to me they don't know very much about Serbian history. Unser nächstes Thema. Vor 2 Jahren, im März 1999, begann die NATO ihren Krieg gegen Jugoslawien aus angeblich humanitären Gründen. Unter den Kriegsfolgen leiden die Menschen in Jugoslawien noch heute. Giftiger Uranstaub und NATO-Blindgänger gefährden die Bevölkerung im Kosovo. Die Umweltfolgen der NATO-Luftangriffe sind bis heute nicht abschätzbar. Der Krieg hat, wie man heute weiß, die Probleme im Kosovo nicht gelöst, sondern verschärft. Es waren die Bilder von Massakern, ethnischen Säuberungen und Grausamkeiten der Serben, die auch bei uns Stimmung machten für diesen Krieg. Bilder, die sich heute vielfach als Kriegspropaganda der NATO entpuppen. Wichtiger Grund für den Krieg damals das angebliche Massaker von Ratschak. Doch daran gab es von Anfang an Zweifel. Zweifel, die neue Recherchen jetzt erhärten. Ein Bericht von Jo Angerer, Matthias Wert und Andreas Maus. Das Dorf dieser Kinder im Kosovo ist klein, doch sein Name weltberühmt. Ratschak. Hier sollen Serben ein grausames Massaker verübt haben, ein Massaker, das mit zu den NATO-Angriffen führte. Ratschak am 16. Januar 1999. William Walker, amerikanischer Leiter der Beobachtermission im Kosovo, kam mit mehreren Kamerateams. Sie fanden 44 Tote. Ein Massaker, sagte Walker, keine Opfer des Bürgerkriegs zwischen UÇK und Serben. Eine Massenhinrichtung. To see bodies like this, with their faces blown away by what was obviously Diese Leichen zu sehen mit weggeschossenen Gesichtern, weil man ihnen die Waffen offenbar direkt auf den Kopf gesetzt hatte, 15 davon offenbar wie bei einer Exekution hingerichtet, da brauche ich einfach ein paar Minuten, um mich zu fassen, um meine Worte wiederzufinden. Doch was war wirklich in Ratschak geschehen? Hier in der Universität Pristina hatte die finnische Pathologin Helen Ranter die Toten untersucht. Ihr kamen Zweifel an einem Massaker in Ratschak. Ihre Untersuchungen lassen auch einen anderen Schluss zu. Zum ersten Mal äußert sie sich dazu im Fernsehen. Ich bin mir bewusst, dass man sagen könnte, die ganze Szene in diesem kleinen Tal sei arrangiert gewesen. Ich bin mir dessen bewusst, denn dies ist tatsächlich eine Möglichkeit. Of course, it is a possibility. This question can be Diesen Schluss legen unsere ersten Untersuchungsergebnisse genauso nah wie auch unsere späteren forensischen Untersuchungen, die wir im November 1999 direkt vor Ort vorgenommen haben. Und diese Schlussfolgerung haben wir auch direkt an den Gerichtshof nach Den Haag weitergegeben. Botschafter Walker kam am Samstag nach Ratschak und es war seine persönliche Entscheidung, von einem Massaker zu sprechen. Ich habe es systematisch vermieden, dieses Wort zu verwenden. Zweifel, ob es ein Massaker gab. Was sonst könnte zu den Ereignissen in Ratschak geführt haben? Helen Ranter hat Hinweise, dass unter den Toten auch Soldaten der UÇK waren. Ratschak was at that time a stronghold.
Ratschak war damals eine Hochburg der UÇK. Meiner Überzeugung nach gibt es genug Informationen, um nachzuvollziehen, dass es dort Gefechte zwischen der serbischen Armee und der UÇK gegeben hat. Daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Außerdem wurde mir mitgeteilt, und ich habe auch die Informationen darüber lesen können, dass UÇK-Kämpfer dort an diesem Tag getötet wurden. Was war in Ratschak passiert? Aufnahmen vom 15. Januar 1999. Serbische Polizisten durchkämmen Straßen und Häuser in Ratschak. Zuvor hatte es Angriffe der UÇK gegeben. Erst später wird man hier die 44 Toten finden. War das vermeintliche Massaker möglicherweise Folge einer militärischen Auseinandersetzung zwischen UÇK und Serben? Ein UÇK-Kämpfer von damals erinnert sich. Wir sahen die Serben kommen, also gingen wir in Stellung und eröffneten das Feuer. Uns war schon klar, dass die nach jedem unserer Angriffe Rache an den Zivilisten nahmen. Ratschak Folge einer Provokation der UÇK? Im amerikanischen Außenministerium hier in Washington ahnte man dies, sagt einer, der die geheimen Berichte der US-Regierung kennt. Es ist gar keine Frage, dass die UÇK kaltblütig kalkuliert hat, dass der Verlust ihrer eigenen Zivilisten und deren weltweite Präsentation als Opfer die Voraussetzung war, um eine militärische Intervention des Westens zu erreichen. Auch dem deutschen Verteidigungsminister waren Zweifel an Walkers Darstellung von einem Massaker bekannt. Denn in diesem vertraulichen Bericht des Bundesverteidigungsministeriums zur Lage im Kosovo heißt es: Die Albaner waren vermutlich am 15.01.99 während des Angriffs der serbischen Sicherheitspolizei gegen in der Ortschaft vermutete Angehörige der UÇK getötet worden. Und einen Tag später heißt es ergänzend: Der Leiter der KVM, der USZE-Mission im Kosovo, Walker, räumte am 22.01.99 in Pristina ein, dass ihm bei seinen Beobachtungen in Ratschak möglicherweise nicht alle Umstände der Ereignisse bekannt gewesen seien. Auch in den USA machte Ratschak Schlagzeilen und der Ruf nach der NATO wurde lauter. Das war für William Walker entscheidend. Es hat die Meinung in Europa und in Nordamerika, einschließlich der OSZE, einschließlich der Europäischen Union verstärkt, dass nun etwas geschehen musste. Es war der Anfang der Entwicklung, die schließlich zur Bombardierung führte. Die Toten von Ratschak. Nie wird wohl die ganze Wahrheit bekannt. Doch die Toten wurden benutzt, um Zweifel am Sinn der NATO-Angriffe verstummen zu lassen. Auch der damals leitende Bundeswehrgeneral bei der OSZE hatte vergeblich gewarnt. Walker hat etwa 30 Journalisten um sich versammelt, ist mit denen dahin gefahren und hat nach kurzer Zeit verkündet, dass es sich um ein Massaker der Serben handle. Zu dieser Zeit konnte er überhaupt noch kein Urteil fällen. Aber dieses Urteil wurde von der OSZE übernommen, wurde von den Vereinten Nationen übernommen, wurde kritiklos von allen nationalen Regierungen unternommen. Die NATO kam am Tag darauf zu einer Sondersitzung zusammen, ein völlig ungewöhnliches Ereignis. Man kann schon sagen, mit diesem Verhalten hat Walker die Lunte zum Krieg gezündet. Zu einem Krieg, der völkerrechtswidrig war, das Leben von zahlreichen Zivilisten kostete und für den auch deutsche Politiker die Verantwortung tragen. Henning Hensch aus Lütjenburg hat viel nachgedacht in den vergangenen 13 Jahren. Seit er im Kosovo Teil einer Geschichte geworden ist, die ganz Deutschland bewegt hat. Eine Geschichte, über die ganz Deutschland belogen worden ist, sagt er. Rugovo war für mich also ein typisches Beispiel für politisches Verhalten. Henning Hensch war Polizeibeamter. Er hatte schon viel gesehen vor diesem 29. Januar 1999 in der kosovarischen Ortschaft Rugovo. So etwas noch nicht. Doch vor allem hätte Henning Hensch es nicht für möglich gehalten, wie dieses Ereignis Monate später benutzt wurde. Rudolf Scharping, der damalige Verteidigungsminister, hat die Bilder aus Rugovo benutzt.
und zwar als Beweise für ein Massaker von Serben an unschuldigen, unbewaffneten Kosovo-Albanern. Sie zeigen Fotos, die ein Massakrieren am 29. in der Nähe von Rogova deutlich machen, und sie belegen im Übrigen, dass der Plan zur Vertreibung der Kosovaren schon im Januar in die Tat umgesetzt worden ist. Doch Henning Hensch hat die Bilder zum großen Teil mit einem Kollegen selbst gemacht. Und für ihn beweisen sie mitnichten ein Massaker, sondern ein Gefecht. Am 29. Januar 1999 wurde Hensch auf diesen Hof in Rogovo gerufen. Ganz links im Bild sieht man ihn. Er war als Beobachter der OSZE im Kosovo. So, und dann sind wir rauf und dann stand da ein roter Van, in dem insgesamt, wenn ich das richtig im Kopf habe, 11 Leichen sorgfältig hinten reingesetzt, Reihe an Reihe, immer die nächste Leiche zwischen die Beine geschoben, saßen da. Vorne im Van waren Einschüsse zu sehen. Und da waren die auseinander. Es ging um Positionskämpfe, um nichts anderes. Positionskämpfe zwischen den Rebellen der UÇK im Kosovo und serbischen Einheiten. Rudolf Scharping allerdings führte die Bilder aus Rogovo 3 Monate nach dem Ereignis vor, und zwar als Beweis für ein Massaker an der Zivilbevölkerung. Das macht auch deutlich, dass Armeekräfte, Spezialpolizei, später dann auch im Fortgang nicht nur diese, sondern auch regelrechte Banden, freigelassene Strafgefangene und andere an solchen Mordtaten beteiligt sind. Es sind erschütternde Bilder. Die Bilder aus Rogovo schienen zu zeigen, was die deutsche Öffentlichkeit dringend brauchte, nämlich einen Beweis dafür, dass die NATO-Luftschläge gegen die Serben unbedingt sein müssten. Ich saß da ja schon in Skopje und sah morgens beim Frühstück, wie Scharping seine Erschütterung darüber kundtat, was diese Serben, bösen Buben alleine, den harmlosen Albanern antaten. Was haben Sie da gedacht? Ja, da habe ich gedacht, der kann ja wohl nicht ganz dicht sein, um das mal offen zu sagen. Dies sind die Bilder, die Rudolf Scharping nicht zeigte. Er zeigte nicht die Waffen der Albaner. Er zeigte nicht ihre Abzeichen von der UÇK. Er zeigte nicht die Mitgliedsausweise in dieser Organisation und auch nicht ihre Munition. Er zeigte also nicht, dass hier ganz offenbar ein Gefecht stattgefunden hatte. Vom Massaker und sowas konnte keine Rede sein. Das waren, so unangenehm das ist, es waren, wenn Sie so wollen, militärische Auseinandersetzungen. Die Bilder, die Rudolf Scharping zeigte, sind entstanden, nachdem die Ermittlungen auf dem Hof abgeschlossen waren und serbische Polizisten die Leichen zusammengetragen hatten. Obwohl ein Kamerateam und auch Pressefotografen auf dem Hof waren, sagte Rudolf Scharping 3 Monate später, ein deutscher Oberleutnant habe diese Fotos heimlich gemacht und dann nach Deutschland gebracht. Ich hätte Ihnen den Oberleutnant gerne selber vorgestellt. Er ist aber in Behandlung, was mit den Bildern zu tun hat und den Erlebnissen, die hinter diesen Bildern stecken. Wir haben beim Bundesverteidigungsministerium in Berlin nachgefragt, ob zu dem Zeitpunkt überhaupt ein deutscher Oberleutnant in Rogovo gewesen ist und ob er Fotos gemacht hat. Die Antwort nach 3 Wochen Recherche. Am 29. Januar war nach derzeitigem Kenntnisstand kein Offizier der Bundeswehr in Rogovo, der Fotos gemacht hat. Balkanexperten bezweifeln Scharpings Darstellung schon lange, wie Konrad Kleving. Für ihn ist klar, dass die Bundesregierung damals Material brauchte, um die Deutschen vom Kosovo-Krieg zu überzeugen. Die rot-grüne Regierung war ganz neu, im Herbst 1998 ins Amt gewählt. Sie hat sich sicherlich auch zu beweisen gesucht in ihrer Bündnistreue und ihrer Bündniseignung, die damals unter Zweifel stand seitens der Partner. Das Manöver gelang. Die deutsche Presse glaubte Scharping die Geschichte vom Massaker in Rogovo. Deshalb führen wir Krieg, das war die Botschaft. Doch es war Propaganda, meint Konrad Kleving. Man hat eigentlich die Mittel von Propaganda vielleicht doch eher in einem Art Learning by Doing innerhalb dieser Wochen dann entwickelt und zur Anwendung gebracht, weil die deutsche Öffentlichkeit sehr stark beunruhigt war. Wenn Sie sich mal zurückversetzen in die Zeit, wie das da war, die Zustimmung der Bevölkerung zum Einsatz
über dem Kosovo und über Serbien militärisch einzugreifen, wie da die Zustimmung nach unten ging. Also musste Druck aus der auf die Öffentlichkeit ausgeübt werden. Das hat man gemacht und das wollte man dazu benutzen. Waren ja unsere Bilder. Und diese Bilder, so schrecklich sie sind missbraucht worden. Davon ist Henning Hensch aus Lütjenburg überzeugt. Missbraucht, um einen Krieg zu begründen, den er von Anfang an für falsch gehalten hat. Das macht ihn misstrauisch im Nachhinein. Und auch ein bisschen bitter. Das Kosovo ist Opfer all dieser amerikanischen Anstrengungen, die stattgefunden haben. Das heißt, das Thema Kosovo kam in dem Moment auf die Tagesordnung, als Mr. Clinton eine große Demonstration in Sachen neuer NATO-Strategie suchte. Das hätte sonst wo stattfinden können. Wie diese neue Strategie aussehen soll, darüber hat man hier im Weißen Haus in Washington klare Vorstellungen. Über 100 Seiten stark ist der National Security Strategy Report, die nationale Sicherheitsstrategie der Amerikaner vom 30. Oktober 1998, die Monitor vorliegt. Auf Grundlage dieses Dokuments trifft die US-Regierung ihre außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen. Hier sind die wahren politischen und militärischen Ziele Amerikas festgeschrieben. Der Kern der amerikanischen Strategie ist es, unsere Sicherheit zu erhöhen, unseren Wohlstand zu mehren und Demokratie und Frieden überall in der Welt zu fördern. Wesentlich zur Erreichung dieser Ziele ist amerikanisches Engagement und die Vorherrschaft in der Weltpolitik. Stuttgart-Vaihingen, die Patch Barracks, United States European Command, kurz EUCOM. Hier wird sie umgesetzt werden, die neue NATO-Strategie. Kein reines Verteidigungsbündnis mehr, sondern eine schnelle Eingreiftruppe der USA. Hier, mitten in Deutschland, planen die Amerikaner weltweit Kriege. Hier werden Angriffsbefehle gegeben, wenn die USA ihre Interessen verletzt sehen. Wie weit der militärische Einflussbereich der USA in Zukunft reichen soll, ist bereits auf dieser internen Karte der US-Militärs mit grüner Farbe eingezeichnet. Vom südlichen Afrika bis weit nach Osteuropa. Verlief die Grenze des Kalten Krieges früher mitten durch Deutschland, so zählen die Amerikaner jetzt ganz Europa bis einschließlich Weißrussland und der Ukraine zu ihrem Einflussbereich. Und auch die Aufteilung Jugoslawiens scheint für die Amerikaner schon beschlossene Sache. Die jugoslawische Teilrepublik Montenegro ist auf der US-Militärkarte bereits als eigenständiger Staat eingezeichnet. Amerikanische Politik auf dem Balkan. Der Publizist Peter Schollatur, Berichterstatter aus allen Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt, beurteilt sie so. Ich glaube, es ist einfach der Rausch der einzig übergebliebenen Supermacht. Nicht wahr? Man fragt ja überhaupt manche Dinge, welchen Sinn sie machen. Blicken wir doch auf den Irak, wo ja der Bombenkrieg weitergeht, ohne dass im Moment die geringste Chance besteht, dadurch Saddam Hussein zu stürzen oder ihn durch ein anderes, in Anführungszeichen, demokratisches Regime zu ersetzen. Es leidet doch nur die irakische Bevölkerung darunter. Und ich glaube, es ist wirklich die Demonstration eines unbändigen imperialen Machtwillens. Die neue NATO als Weltpolizist an den Vereinten Nationen vorbei. In der Rot-Grün-Koalitionsvereinbarung hatte es noch geheißen, die neue Bundesregierung wird sich aktiv dafür einsetzen, dass das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen bewahrt wird. Zufügen, Herr General. Ich betonte ja bereits, dass wir einer jugoslawischen Blockade entgegenstehen. Die blockieren ihr eigenes Land, denn sie verhindern ja, dass Material nach Montenegro kommt. Das ist also, andere haben Sanktionen gegen andere Länder, aber dass ein Land sich selbst blockiert, das ist schon sehr seltsam. Aber vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass es sich im Augenblick nur um den Hafen Bar handelt. Das ist eben das Zielgebiet. Deshalb gibt es da Möglichkeiten, dass essentielle Lieferungen für Montenegro über andere Wege dorthin gelangen. Aber eine Delegation der NATO hat Präsident Djukanovic aufgesucht und ihm ein paar Millionen $Millionen zur Verfügung gestellt, mit denen er seine Polizei bezahlt. Das ist sehr wichtig, denn diese Polizei ist ihm gegenüber sehr loyal gewesen, denn es handelt sich ja um einen demokratisch gewählten Präsidenten. Deshalb ist diese Finanzhilfe auch sehr wichtig und sollte weiter gewährt werden. Das ist ein prioritärer Bereich. Sie wissen natürlich aus den Zeitungen von heute,
dass hier den demokratischen Werten Präsident Djukanovic sehr viel Bedeutung beigemessen wird. Und es ist nur bewundernswert, dass trotz dieses enormen Druckes, unter dem er sich befindet, er sich immer noch für die Demokratie einsetzt und in Richtung einer Liberalisierung sich bewegt. Wenn er das unter dem Druck kann, unter dem er steht, muss man sich doch nur mal überlegen, was alles möglich ist, wenn erst der Friede in dieser Region Einzug erhält. Das ist schon wirklich ein gutes Zeichen. Das hinzufügen, Herr General. Ich betonte ja bereits, dass wir einer jugoslawischen Blockade entgegenstehen. Die blockieren ihr eigenes Land, denn sie verhindern ja, dass Material nach Montenegro kommt. Das ist also, andere haben Sanktionen gegen andere Länder, aber dass ein Land sich selbst blockiert, das ist schon sehr seltsam. Aber vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass es sich im Augenblick nur um den Hafen Bar handelt. Das ist eben das Zielgebiet. Deshalb gibt es da Möglichkeiten, dass essentielle Lieferungen für Montenegro über andere Wege dorthin gelangen. Aber eine Delegation der NATO hat Präsident Djukanovic aufgesucht und ihm ein paar Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, mit denen er seine Polizei bezahlt. Das ist sehr wichtig, denn diese Polizei ist ihm gegenüber sehr loyal gewesen, denn es handelt sich ja um einen demokratisch gewählten Präsidenten. Deshalb ist diese Finanzhilfe auch sehr wichtig und sollte weiter gewährt werden. Das ist ein prioritärer Bereich. Sie wissen natürlich aus den Zeitungen von heute, dass hier den demokratischen Werten Präsident Gerd Helbig aus Brüssel. Das Regime Milošević hat eine neue Front eröffnet. In einem Fernsehbeitrag wurde gestern die Opposition oder das, was davon übrig blieb, an den Pranger gestellt, faktisch für vogelfrei erklärt. Konkret geht es um Zoran Đinđić, der offen den Milošević-Rücktritt gefordert und kritischer serbischer Gesprächspartner in vielen Interviews in westlichen Medien war. Und es geht weiter um Montenegros Präsidenten Djukanovic. Montenegro hat sich per Parlamentsbeschluss für neutral erklärt. Djukanovic weigerte sich, den Kriegszustand zu erklären. Einberufungsbefehle der jugoslawischen Armee werden großteils ignoriert. Seit gestern nun gelten die beiden als Verräter, die ausgeschaltet werden müssen. Udo Frank aus Belgrad. Sie sollen erreicht werden, das ist die Zielgruppe. Die Bürger in Jugoslawien, vor allem hier in Belgrad, sind Opfer eines weiteren Krieges, eines Propagandakrieges. Seit Tagen tobt in den Medien der Hauptstadt eine Diffamierungskampagne gegen die beiden Oppositionspolitiker Zoran Đinđić und Milo Đukanović, Präsident der Teilrepublik Montenegro. Mit unverhohlener Schärfe werden die Männer attackiert, die Milošević gefährlich werden könnten. Die Kommentatoren sind äußerst aggressiv. Milošević hat als bisher unangefochten starker Mann Jugoslawiens die neuen Rivalen erkannt. Er hält die Reihen fest geschlossen und lässt seine Staatsmedien beide Politiker verteufeln. Sie seien elende Verräter und Teil der 5. Kolonne, die eine Kapitulation Jugoslawiens vor der NATO und die Errichtung eines Protektorates vorbereiteten. Denn eins hat der Machtpolitiker in Belgrad instinktiv erkannt. Mit einer großzügigen Unterstützung durch den Westen kann Montenegro als Keimzelle für ein neues Jugoslawien aufgebaut werden. So wurde der montenegrinische Republikspräsident Milo Đukanović in dieser Woche in Bonn, Wien und Paris von höchsten Regierungsvertretern empfangen. Dass auch der Oppositionsführer Zoran Đinđić in den westlichen Hauptstädten als Begleiter von Đukanović aufgetreten ist, muss Milošević besonders missfallen. Denn bei den Besuchen soll offenbar eine politische Achse zur Opposition in der großen jugoslawischen Teilrepublik Serbien geschmiedet werden. Und die repräsentiert zurzeit Zoran Đinđić. Eine üble Kampagne, die seit Tagen vor allem auch im serbischen Fernsehen anhält. Nach Einschätzung politischer Beobachter in Belgrad sind Đinđić und Đukanović damit, wenn man die politische Sprache hier richtig versteht, zum Abschuss freigegeben. Und aus Montenegro ist nun Zoran Đinđić, der Oppositionsführer, zugeschaltet. Guten Abend, Herr Đinđić. Guten Abend. Herr Đinđić, gestern im Fernsehen, in dieser Dokumentation wurden Sie und der montenegrinische Präsident Djukanovic, wir haben es eben gesehen, als Verräter gebrandmarkt und für vogelfrei erklärt. Was bedeutet das für Sie? Ja, ganz persönlich, das erhöht mein Risiko, auch von Herrn Đukanović, aber das sagt etwas aus über das Wesen der Macht von Milošević. Milošević will ein Monopol über den Krieg und über den Frieden
behalten. Herr Djukanovic und ich bemühen uns seit einiger Zeit um ein Ende der Gewalt, um ein Ende des Krieges. Wir waren zusammen in mehreren Hauptstädten. Wir haben auch einen Aufsatz zusammengeschrieben in New York Times, wo wir für eine andere Politik auf dem Balkan plädiert haben. Und Milosevic will das nicht dulden. Er will jede Alternative ausschalten. Leider jetzt im Krieg ist das härter als vor dem Krieg, obwohl auch vor dem Krieg die Lage der Opposition in Serbien nicht gerade ein. Da ne zaboravimo, ono pre, ono tad, ono posle, ovo sad. Trebalo bi da bombardujete Srbe, Papa Jovan Pavle II. Srbi su narod bez zakona i bez vere. To je narod razbojnika i terorista, Jacques Chirac. Što se Srba tiče, to je danas jedan bolestan narod, general Jacques Cot. Srbi nisu naročito pametni. Srpska deca se više neće smejati. Lawrence Eagleberger, bivši državni sekretar SAD-a. Srbi trguju ljudskim organima svojih žrtava kako bi obezbedili novac za svoj rat. Trebalo bi da đavolski bombardujemo Beograd. Paul Jackson, urednik lista Calgary Sun. Srbe treba baciti na kolena. Klaus Kinkel, nemački ministar inostranih poslova. Srbi su zločinački dupeglavci, Richard Holbrooke. Srbi su dvodimenzionalan narod sa težnjom ka prostakluku. Životinje koriste svoje resurse znatno sređenije nego ovi naopaki stvorovi, čija pripadnost ljudskoj rasi je u velikom zakašnjenju. Sir Peter Justinov. Neka se Srbi podave u sopstvenom smradu. Helmut Kohl, nemački kancelar. Rat protiv Srba nije više samo vojni sukob. To je bitka između dobra i zla, između civilizacije i varvarstva. Tony Blair, britanski premijer. NATO rasrbljava, deserbizator. Rasistička antisrpska reklama za sprej koji uništava Gamad, Kanal Plus francuske televizije. Srbe treba spokojno bombardovati jer će sve brzo zaboraviti. Jane Shea, portparol NATO-a. Prošle nedelje imali smo 9 ubijenih Srba, ove nedelje 8. To je jasan napredak. Bernard Kouchner, šef civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji. Molim se da se vatra nebeska obruši na Srbe. Pierre, poznati francuski sveštenik, humanitarac. 2000 ubijenih, 79 ubijene dece, 50.000 projektila, 25.000 tona eksploziva, 60 srušenih mostova, 300 uništenih fabrika, 190 škola, 20 bolnica, 280.000 nešiptara raseljeno sa Kosova, 100 milijardi dolara materijalne štete, 15 tona osiromašenog uranijuma čije je vreme potpunog raspada 45 milijardi godina, 9.900 obolelih od kancerogenih oboljenja 1990. 40.000 obolelih od kancerogenih oboljenja 2015. Pamtim, ne zaboravljam, ne opraštam. 24.3.1999. Chers collègues, la Serbie a sans doute vocation à intégrer l'Union à venir rénovée par les peuples. Même si des efforts sont encore à faire en matière de lutte contre la criminalité, mais pourquoi, si ce rapport prétend à l'équilibre, taire les actes contre les Serbes et la culture chrétienne orthodoxe commis au Kosovo, État mafieux? Taire notre devoir de repentance, notre honte pour nos crimes commis contre le peuple serbe, propagande de l'OTAN, fausses preuves inventées par l'Allemagne d'épuration ethnique pour justifier les bombardements, tous les faux de propagande pour justifier l'injustifiable, la destruction économique d'un pays et de sa population civile. Taire la justice internationale, partiale, idéologique, supprimant même les personnes pour qu'elles ne parlent pas. Taire notre mensonge sur le Kosovo, État mafieux que nous, l'Europe, avons construit sur la base de réseaux criminels, en le démembrant de la Serbie.
Plus généralement, notre politique d'élargissement est une honte pour un Alsacien européen. Au lieu de faire de tous ces pays de l'Europe orientale des ponts entre l'Est et l'Ouest, vous en faites des pays d'un camp contre l'autre, des fractures, des ruptures, au bénéfice de la domination occidentale au service des États-Unis. Votre politique d'élargissement est anti-européenne. Kästner bin ich gekommen, weil wir die Zollfahndung, wir hatten die Zollfahndung seit oder über fast 10 Jahre lang im Zigarettenschmuggelfall über Montenegro ermittelt haben. Und in diesem Zusammenhang tauchte während der Zeit der Ermittlungen ein gewisser Srećko Kästner auf, der als Zulieferer für Schmuggelzigaretten in Erscheinung getreten ist. Wir haben uns dann hinter diese Person geklemmt, um in Erfahrung zu bringen, von wem und in welchem Umfang der Kästner Zigaretten liefert für den Schmuggel. Dieser Zigarettenhandelsverkehr ist ein geregelter Handelsverkehr. Das heißt also nur Leute, die also mit den Firmen auf reelle Geschäfte machen, mit den Tabakherstellern, können zollfreie Zigaretten beziehen, konnten zum damaligen Zeitpunkt, sogenannte Duty-Free-Ware. Wie es dem Kästner gelungen ist und den anderen Leuten, die hier an diesem Zigarettenschmuggel beteiligt waren, an diese großen Mengen zu kommen, ist bis heute ein Rätsel. Es wird vermutet, oder wir haben festgestellt, dass es einfach bestimmte Leute gab, die den Zugang zu den Tabakmultis hatten. Die Schmuggelzigaretten, die also später für den Schmuggel bestimmt waren, die kamen in der Mehrzahl von Philip Morris, aber auch von anderen, Pall Mall, BAT und so weiter, von den großen Zigarettenmultis. Und offensichtlich ist es diesen Schmugglern, diesen Organisatoren des Schmuggels gelungen, an große Mengen Zigaretten zu kommen, diese zu ordern, zu kaufen und dann auf vielfältige Weise, auf verschiedene Umwege nach Montenegro zu bringen, um sie dann von dort, von Montenegro in die EU zu schmuggeln. Begonnen hat das ganze Zigarettenschmuggelgeschäft Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Da haben wir hier im Lindauer Raum, also im süddeutschen Raum, festgestellt, dass fast täglich große Mengen an Zigaretten, zollfreie Zigaretten mit LKWs Richtung Montenegro gegangen sind. Zuerst nach Koper in Slowenien, in Koper auf die Schiffe dann und von Koper nach Bar in Montenegro. Und da haben wir zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen und diese Ermittlungen haben sich dann über fast 10 Jahre erstreckt. Die meisten Zigaretten gehen direkt von der Herstellung aus einem Zigarettenbetrieb, werden direkt im Zoll, dem Finanzamt gemeldet und müssen versteuert werden. Das ist der normale Verkehr. Zur damaligen Zeit konnte man aber Zigaretten zum ungewissen Verkauf kaufen. Das heißt, sie waren zollfrei, sie mussten aber irgendwo gelagert werden und wurden überwacht, dass die Steuer, der Zoll irgendwann bezahlt wird. Diese Organisatoren in der Schweiz, das waren also echt ungefähr 8 Leute internationaler Herkunft. Es waren Schweizer dabei, es waren Spanier dabei, es waren Engländer dabei, es waren Italiener dabei, Mitglieder der Mafia. Also dieser Kreis, der den Zugang zu diesen zollfreien Zigaretten hatte und die diese Zigaretten auch kaufen konnte bei den Herstellern, die hatten dann diese Zigaretten zuerst in Zolllager in der Schweiz gelagert, zollfrei. Zolllager in der Schweiz dienen dazu, Ware zollfrei zu lagern. Und dann hat man den Auftrag gegeben, diese Zigaretten, die ja nie für den Markt hier bestimmt waren, sondern für den Schmuggelmarkt bestimmt waren, aber zollfrei waren, also billig waren, nach Montenegro zu bringen. Die Ermittlungen
liefen immer parallel zu den Lieferungen, die uns tangiert haben, und wir haben erstaunlicherweise immer wieder festgestellt, dass diese Lieferungen sich immer erhöht haben. In Spitzenzeiten in den Mitte der 90er Jahren kamen wöchentlich bis zu 30, 40, 50 LKW beladen, voll beladen mit Zigaretten über die Grenzen hier, und die sind dann alle Richtung Montenegro gefahren. Den Umweg hat man deshalb genommen, zu Bingen hat man auch versucht, Zigaretten in Italien direkt abzusetzen, aber die Schwierigkeit bestand darin, dass sie über die Grenze müssen. Sie müssen ja von der Schweiz nach Italien rein. Damals bestanden ja noch die Grenzen, und dann hätte der italienische Zöllner gesagt, machen wir den LKW auf, der ist voll Zigaretten, die musst du verzollen. Das wollten sie alle nicht. Sie wollten nichts verzollen. Sie brauchten ein Land, wo man die Zigaretten einfach mal zwischenlagert und dann unbemerkt in die europäische Gemeinschaft bringt. Und das war der Grund, warum man Montenegro genommen hat. Das Montenegro ist von Haus aus schon immer korrupt gewesen, also zumindest die Politiker dort. Die brauchten viel Geld. Der Đukanović hat sich von Milosevic damals abgewandt, war früher sein bester Freund, hat sich selbstständig gemacht, das Land selbstständig gemacht, und er konnte nicht mehr leben, kaum mehr überleben. Er ist autonom geworden, aber er konnte nicht mehr überleben. Und da haben diese Leute, die Kontakt zu ihm hatten oder zu der Regierung dort hatten, gesagt, du kannst sehr viel Geld verdienen, du bekommst von uns sogenannte Transitgebühren. Für das, dass wir die Zigaretten runterbringen nach Montenegro, gigantische Lager waren da, ich war selber unten, die habe ich gesehen, wie die das, und dann bekommst du zwischen 3 und 15, ungefähr 3 und 15 US-Dollar pro Mastercase, pro Skadron, nur Transitgebühren. Das hat die Regierung dankend angenommen, und in der Folge, in den 10 Jahren, hat die Regierung von Montenegro, soweit ich mich erinnern kann, etwa 300 Millionen US-Dollar an Transitgebühren eingenommen. Und dieser Kreis der 8 Leute, die diese Zigaretten über viele Stationen, ist wie ein Geschäft. Sie müssen das Ganze wie eine Firma. Es war eine Firma. Es war eine riesengroße Betrugsfirma. Die hatten also alle Stellungen wie in einem Großbetrieb. Diese 8 Leute hatten Kontakt zur Regierung von Montenegro. Das brauchten sie, damit sie die Ware dazwischen lagerten. Sie mussten sehr viel Geld haben. Sie hatten Kontakt zu Leuten in der Schweiz, die das Geld zur Verfügung gestellt haben. Sie hatten Kontakte zu Treuhändern in Liechtenstein und in den sonstigen Steueroasen der Welt, um fingierte Rechnungen zu machen. Sie hatten Kontakt zu der Mafia, die die Zigaretten abgenommen haben. Also es war ein gigantisches Unternehmen. Für den Đukanović und die Regierung war das ein tolles Einkommen. Vor allem konnte er sagen, ich habe eigentlich nichts gemacht. Die Zigaretten kommen mit Schiffen zu uns, sie werden zollamtlich in Montenegro überwacht, sie kamen in die Zolllager, und wir Montenegriner, wir vom Zoll, wir passen auf, dass diese Zigaretten auch wieder Montenegro verlassen, damit sie nicht auf den Schwarzmarkt von Montenegro gehen. Das war elegant, aber und dann hat er gesagt, ja, aber wo die Zigaretten hingehen, das weiß ich nicht. Haben wir festgestellt, und das ist auch bestätigt worden dann im Nachhinein, dass es eben bis in Spitzenzeiten in Montenegro bis zu 120 Schnellboote gegeben hat, insbesondere der italienischen Mafia. Das waren sogenannte Hochleistungsschnellboote, ich habe sie selber gesehen. Ich war unten, wir waren mehrfach unten. Es waren Boote, jedes Boot kostet 1 Million, 1,5 Millionen, mit starken Motoren, konnte beladen werden mit 300, 400 Mastercase. Ein Mastercase sind 10.000 Zigaretten, 50 Stangen in einem Mastercase, ein Karton. Die wurden bei Nacht beladen, und in 2,5 Stunden sind die übers Meer von Montenegro nach Italien, an die Küste. Und dort sind sie von der Mafia genommen worden, bei Nacht ausgeladen worden, gebunkert worden, also auf den Schwarzmarkt gelangt. Die Organisation, Übernahme der Zigaretten, Bezahlung der Hauptorganisation in der Schweiz hat die Mafia übernommen. Und zwar die jeweiligen Mafia-Verbindungen, die zuständig waren in den jeweiligen Staaten für die Verbindungen. Für den Raum dort unten in Bari war es die Sacra Corona, und in Neapel war es die Camorra, die einfach das übernommen haben. Da gab's die Zigaretten wurden in der Schweiz bestellt, bei den Treuhändern. Jeder dieser Organisatoren, also dieser Haupttäter, hatte Treuhänder und Treuhandfirmen in der Schweiz, um die Lieferungen mit Namen zu versehen. Und diese Treuhänder wiederum, die haben Rechnungen erstellt,
und haben das Geld auch wieder eingenommen. Das Geld kam in der Regel von den Mafia-Organisationen, das ist auch festgestellt, das ist auch sicher, Cash mit besonderen Booten aus Italien oder Spanien in die Schweiz. Und die Gelder kamen also dann in Cash dort an. Dort wurden sie in einer Wechselstube in Chiasso, gab es einen internationalen Geldwechsel, der alles dieses Geld entgegengenommen hat. Der war voll beschäftigt, der Mann, der hat Millionen verdient. Da kamen also Peseten, 4 Zentner Peseten, 8 Zentner Lire, am damaligen Zeitpunkt noch kam man rauf und dann wurde das eingewechselt, auf den Konten gut geschrieben, den Treuhändern gut geschrieben. Die Treuhänder haben wieder die Hauptorganisation informiert und die haben wiederum ihre Verbindungsleute bei den Tabakkonzernen gesagt, wir kaufen wieder 25 LKW der Marke so und so, 30 LKW der Marke so und so. Und so lief das über 10 Jahre hinweg. Verdient hat aber nicht nur der Präsident, sondern da waren also einige Regierungsmitglieder, die mit dabei waren. Das Erstaunliche war, dass ich in den Jahren, ich sage es mal ein bisschen vorsichtig, aber sagen wir mal von den 90er Jahren an, haben wir ja ständig alle, die interessiert sein mussten, weil das so läuft, informiert. Ich kann mich erinnern, dass ich hunderte von Berichten, Mitteilungen geschrieben habe. Heute sind schon wieder 25 LKW gekommen, die gehen nach Montenegro. Also streng genommen hätte in Montenegro jeder Einwohner, ich weiß nicht wie viele Einwohner das hat, 1,5 Millionen, 1,8 Millionen Stereo am Tag 10 Stangen Zigaretten rauchen müssen. Also es war für jedermann erkennbar, dass es ein Betrug ist. Wir haben es in Brüssel mitgeteilt. Wir haben es hier meinen vorgesetzten Dienststellen mitgeteilt. Und dann wurde uns immer gesagt, ja, wir können diese Transporte nicht stoppen, weil wir letztlich nicht beweisen können, dass die Zigaretten, die am 26. November um 17:13 Uhr da über Linda reingekommen sind, dann 4 Wochen später an der Küste von Bari oder irgendeinem Urlaubsort von Rimini schwarz geraucht werden. Ja, natürlich konnte man das nicht beweisen. Man konnte ja nicht hinter den Zigaretten herlaufen. Also das war das Hauptargument, nichts zu machen. Wir haben dann diese Transporte überprüft, haben gesagt, so, stellen jetzt zusammen, ein halbes Jahr, 3/4 Jahr, alle Zigarettentransporte, die aus der Schweiz rein sind, wollen wir jetzt kontrollieren, was in Bar, das ist der Hafen von Bar, von Montenegro, was mit den Zigaretten passiert ist. Hat man 1000 Schwierigkeiten, der Fotokopierer war nicht da. Der wurde weggesperrt, das Zollamt hat überraschend zugemacht, der Vorsteher hat keine Auskunft gegeben, sind wieder ins Hotel zurück, dann hat Brüssel wieder interveniert, Druck gemacht, hat gesagt, also wenn es hier nicht macht, dann kriegt ihr keine Zuschüsse aus Brüssel. Also am Schluss ist es uns gelungen und dann haben wir mit den Zöllnern da unten geredet, haben die Belege gefunden und haben auch diese Transporte gefunden. Wir haben diese Transporte abgeht von der Schweiz als zollfreie Transporte, schön mit Zollplomben zugemacht, zollfreie Transittransporte nach Montenegro gefunden. Und dann sind wir in das Zolllager und da habe ich, also das war ein Lager, das war gigantisch, ein Riesenlager, das war früher mal ein ganz wichtiger Hafen, aber bis zur Bedeutungslosigkeit abgesunken, nachdem Montenegro autonom war. Und dann waren ich weiß nicht wie hoch, die 30, 40 Meter hoch oder was, da waren Gelagen und da waren die Zigaretten schön aufgeteilt nach den einzelnen Firmen. Nach den Leuten, denen die Zigaretten gehört haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der Zollamtsleiter zu mir gekommen ist und hat so gemacht. Meeren aus. Und dann habe ich gesagt, wohin denn? Italien, hat er gesagt, Italien. Und dann sage ich, ja und mit was? Und dann waren die Schnellboote, die meisten haben sie weggerannt, weil sie informiert wurden. Sie waren informiert worden, dass wir eine Dienstreise machen. Hat es eine undichte Stelle in Brüssel gegeben. Wir haben angegeben, wir wollen nach Montenegro und dann hat man Fotomaterial mitgenommen, um die Schnellboote zu fotografieren. Die lagen also offensichtlich im Hafen von Kotor und Bar, so 2-3 Kilometer draußen, haben die gelagert. Wo wir unten angekommen sind, war kein Schnellboot mehr da. Und dann ist uns bestätigt worden, dass irgendwo eine undichte Stelle war, die den Leuten da unten gesagt hat, jetzt kommt die EU-Kommission mit den Zöllnern und die wollen schauen, wie das Ganze passiert ist. Und dann haben die ihre Boote abgezogen und sind ein paar Tage außer weg gewesen, irgendwo aufs weite Meer rausgefahren oder in den Häfen, irgendwo anders, da haben sie gebunkert, die Boote, und als wir wieder weg sind, sind sie wieder da gewesen. Das ist das Erstaunliche oft in solchen Staaten, die relativ arm sind. Die haben eine recht gut funktionierende Buchhaltung.
Das hängt aber damit zusammen, dass sie selber misstrauisch sind und aufgepasst haben, dass die Zigaretten nicht irgendwo auf den schwarzen Markt von Montenegro gehen. Sie wollten also sicher sein und gesagt, also wir machen zwar mit bei dem Betrug, aber wir passen auf, dass die auch rausgehen. Und die hatten also wunderschön, kann man hunderte von Belege, da stand dann schön drauf, Schnellboot mit der Kennung so und so, Besitzer, der Luigi Parmesani, mit 3 Besatzungsmitgliedern, mit dem Bootsname, 250 Master Case am 6. 14:30 Uhr Montenegro verlassen. Am nächsten Tag war er wieder da, hat er seine 250 rübergefahren nach Italien, hat es auf den Schwarzmarkt gebracht, am nächsten Tag, die fuhren 24 Stunden. Gigantische Menge. Wir haben dann gesagt, was können wir denn jetzt weitermachen? Und eines Tages kriege ich einen Zeitungsartikel der kroatischen Zeitung Nacional. Und bei diesem Interview, warum er da ausgesagt hat, der muss sich inzwischen dann oder während der Zeit mit dem Đukanović zerstritten haben, hat Kästner ganz ausführlich geplaudert über seine Geschäfte mit Zigaretten, ganz ausführlich geplaudert über die Verbindungen zu Đukanović und was er dem alles bezahlt und wie er den gesponsert hat und wie viele Millionen er gezahlt hat. Steht in dem Artikel wunderbar drin. Unter anderem hat Kästner auch 2 Maschinen, 2 Flugzeuge im Werte von 18 Millionen dem Đukanović geschenkt oder gekauft, weil der kein Geld angeblich hatte, hat ihm seine Wohnung ausgestattet und Uhren und weiß der Teufel, also es ging munter hin und her. Warum er das erzählt hat, weiß ich nicht. Er ist dann nochmal darauf angesprochen worden und hat dann nochmal bestätigt in einem Interview, jawohl, das, was er damals gesagt hat, stimmt. Er hat den Kästner unterstützt, er ist ein ein guter Freund des Đukanović, des jetzigen Präsidenten, der wieder Präsident ist. Und er hat diesen Schmuggel begangen. Zum gleichen Zeitpunkt haben die Nürnberger Kollegen auch gegen Kästner ermittelt. Und haben dann 5 Transporte, oder was der Gegenstand dieses Verfahrens war, 5 oder 10 Transporte festgestellt. Wir haben aber festgestellt, dass der Kästner mindestens, also erinnerlich, ich weiß es nicht mehr, weil die Akten nicht mehr habe, die liegen bei der Staatsanwaltschaft, müssen in Augsburg liegen, im Archiv, schätze 300, 400, 500 LKW geliefert hat. Gehen Sie mal davon aus, bei 2,5 Millionen pro LKW, was an Steuern und Embargoverstoß. Das kommt ja dazu, zum damaligen Zeitpunkt bestand ja das Handelsverbot. Das heißt also, ein Verbrechenstatbestand, wäre ja da verurteilt worden, müsste er 10 Jahre sitzen. Warum diese beiden Sachen nicht zusammengeführt worden sind, weiß ich nicht. Ich habe es ermittelt, wir haben das festgestellt und es ist auch unbestritten, dass es so war. Wir haben uns dann hinter den Kästner geklemmt, also ihn selber nie gesehen, aber geschaut, was er für eine Firmen hatte. Und der Kästner hat also ungefähr 6, 7 Firmen. Zum Beispiel, ich sage Ihnen nun mal, eine Firma Celisa Business in Nassau, eine Dalwich Enterprises in Limassol, Frema Haus Limassol, Lazel Universal in British Virgin Island. Also er hatte eine ganze Reihe von Firmen und diese Firmen haben wir etwas überprüft und haben die Zusammenhänge, so wie man halt ermittelt, und haben also etwas ganz Interessantes festgestellt, dass die Firma Dalwich Enterprise dem Sohn von Milosevic gehört, auf Zypern. Und wir hatten eine Sie wissen ja, in diesem Geschäft hat er mir viel mit V-Leuten gearbeitet, mit Informanten, sagen wir mal so, mit Informanten gearbeitet. Und wenn man jahrelang in diesem Geschäft ist, gewinnt man nicht nur Feinde, sondern man gewinnt auch Freunde. Und da waren also ganz gute Leute dabei, die also dieses Geschäft hervorragend kannten und die uns dann erzählt haben, wer da eigentlich hinter dieser ganzen Sache steckt. Und der Sohn von Milosevic, der ist also offensichtlich in dem Büro von dem Herrn Kästner in Limassol gesessen und das war der sogenannte Türöffner, so ist er bezeichnet worden, durch seine Verbindungen vom Vater, der ja mittlerweile dann, glaube ich, schon in Haft saß. Aber er konnte immer noch aus alten Verbindungen die Türen öffnen, wo die Zigaretten hingehen mit allem. Also Kästner war schon hoch angesiedelt in diesem Geschäft und hat diese Geschäfte über diese Firmen gemacht, wobei natürlich auch ein großer Teil des Geldes in Limassol auf Zypern gebunkert wurde. Die Staatsanwaltschaft in Hof, glaube ich, die hat, nachdem die Kollegen von Nürnberg das Verfahren wegen dieser 5 oder 10 Transporte, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, abgewickelt hatten. Der Kästner war dann nicht mehr greifbar, der ist dann verschwunden irgendwo, in Dubai oder irgendwo, und dann wurde er zur Haft ausgeschrieben, weil er sich nicht zur Verhandlung gemeldet hat. Das ist das übliche Schema.
ist dann ausgeschrieben worden und dann gab es irgendwelche, ich kenne den Hintergrund nicht, war dann irgendwo wo ist er festgenommen worden? In Serbien, glaube ich, irgendwo in Serbien. Und Serbien ist ja derzeit bemüht, gut bei der EU dazustehen und offensichtlich haben die Serben den Kästner genommen und haben gesagt, naja, da machen wir wieder Pluspunkte in Brüssel, den liefern wir jetzt nach Deutschland aus für die Gerichtsverhandlung. Und nachdem der Kästner natürlich wusste, dass er nur wegen 5 oder 10 Transporte angeklagt war, kam der natürlich wahrscheinlich freiwillig im Dauerlauf dahergerannt und hat gesagt, jawohl, gebe zu. Der Richter muss ihn gefragt haben, wo gingen die Zigaretten hin? In den Schmuggel, so wie alles damals, nehmen die Strafe an 10.000 € oder irgendetwas. Und war ganz happy, dass er mit dem davon gekommen ist. Warum der andere Komplex von uns, dieser beschriebene Komplex mit Hunderten von LKW-Sendungen, nicht eingeflossen ist, müssen Sie die Staatsanwaltschaft in Augsburg fragen. Das ganze Verfahren hat solche Dimensionen gehabt, das hat uns ja niemand geglaubt. Die Leute haben immer gesagt, das gibt's nicht. Also das glauben wir nicht, das kann gar nicht sein und mit solchen Dimensionen. Es mangelt insbesondere an der Zusammenarbeit in Europa. Die Italiener wir haben mit den Italienern gearbeitet, wir haben mit den Spaniern gearbeitet. Die Italiener haben nur die Leute verfolgt, die der Mafia zugehörig sind. Die Italiener haben wenig Interesse, steuerlich das aufzuarbeiten. Da müssten sie sonst die Zollgebühren, weil die Zollschuld ja dort unten entstanden ist, nach Brüssel abliefern. Das wollten sie wahrscheinlich nicht. Die Spanier haben kein Interesse, alte Fälle aufzudecken. Das hat man einfach so laufen lassen. Es hat niemand geglaubt, dass es diese Dimension hat und es war schwer zu sagen, wer ist denn jetzt alles beteiligt. Die Speditionen, die Zigaretten gefahren haben, die Treuhänder in der Schweiz, die Hauptverantwortlichen in der Schweiz, die ja uns ja lange nicht bekannt waren. Denn die Zigaretten tauchten ja nicht unter dem Namen Kästner auf, sondern die tauchten immer, bei Kästner war es also eine Laser Universal, die taucht in den Rechnungen auf, wo Kästner sagt, diese Zigaretten, wo wir im Nachhinein gewusst haben, das sind Zigaretten des Kästner. Aber wir sind ja jahrelang, haben wir nicht gewusst, wem die Zigaretten gehören. Das musste erst im Laufe der Zeit durch mühselige Ermittlungen festgestellt werden. Und da tauchten in diesem Verfahren etwa 500 Firmen auf. Die haben zum Teil alle 14 Tage die Firmen gewechselt. Einfach nicht existente Firmen. Eine Brigitte S.A. in Bellinzona. Sonst nichts. Stand nur drauf Brigitte S.A. Wir haben dann angefragt und gesagt, die kann doch nicht gültig sein. Da steht nicht mal Straße. Natürlich gibt es eine Brigitte in Bellinzona. Es gibt auch einen Hans und einen Rudolf in Bellinzona. Das reichte vollkommen zollrechtlich vollkommen aus, solche Dinge zu verwenden. Und die haben sich also immer Namen rausgesucht, die man nicht nachprüfen kann. Und meistens sind Steueroasen der Welt. Dann kriegen Sie sowieso keine Auskunft. Wenn Sie in British Virgin Islands anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Wenn Sie in Liechtenstein anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Wenn Sie in Panama anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Und wenn Sie bei Dalwich in Nicosia anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Da muss man also über Umwegen und mit anderen Leuten irgendwo in Erfahrung bringen, wer steckt denn hinter dieser Firma. Dann macht das Montenegro erstaunlicherweise einen Untersuchungsausschuss im Jahr 2002 oder 2003 und prüft die Anschuldigungen nach. Auf 35 oder 45 Seiten kommt, das ist die Oppositionspartei von Montenegro gewesen, zu einem erstaunlichen Ergebnis, dass die Ermittlungen alle richtig waren. Dass es eine gigantische Plattform für den Betrug nach Europa war. Die haben untersucht zum Beispiel, ich lese Ihnen gerade vor, da hat ja dieser Untersuchungsausschuss in Montenegro, immerhin im eigenen Land, hat also die Vorgänge untersucht, hat alles bestätigt. Die meisten Leute haben gar keine Antwort gegeben, aber er hat untersucht. Am 29.06.1999 sind Zigaretten der Marke Marlboro in einer Menge von 600.000 Zigaretten Masterkisten, also sind 600 LKW, mit einem Wert von 180 Millionen US-Dollar, nur als Beispiel nach Malta ausgeführt worden. Dann hat der Untersuchungsausschuss in Malta nachgefragt, sind nie angekommen. Dann kam der Untersuchungsausschuss, der aus Montenegriner bestand, zu der Erkenntnis, dass alles gelogen und beschissen worden ist. Und er kam am Schluss zu der Bemerkung, dies wiederum führt zu der Schlussfolgerung, dass es sich um einen Zigarettenschmuggel enormen Ausmaßes gehandelt hat. Der eigene Untersuchungsausschuss sagt, alles was gemacht worden ist, war nur Betrug, Lug und Betrug und diente
dem Clan des Đukanović und seiner Leute. Und ich habe Rechnungen selber gesehen, wie der Finanzminister vom Đukanović auf Zypern jeden Monat 1 Million überwiesen bekommen hat auf seine Konten. Diese Unterlagen lagen alle vor. Alle diese Unterlagen haben wir vorgelegt. Alle. Ein paar haben ein paar Jahre auf Bewährung gerückt, und die meisten sind freigesprochen worden, weil einfach der Tatbestand der Geldwäsche und damit verbunden der organisierten Kriminalität zum damaligen Zeitpunkt nicht war. Und ich war dabei bei der Gerichtsverhandlung, als das erste Urteil gegen die Leute gesprochen wurde. Und über die Worte des Vorsitzenden Richters, da saßen die Mitglieder, das waren Mitglieder der Mafia, da waren oben die Familien gesessen, also mir ist unheimlich geworden. War richtig, das konnten Sie sehen, das waren Mafia-Leute. Dann hat der Vorsitzende Richter Folgendes gesagt am Schluss. Die Schweiz muss sich schämen, hat er gesagt, dass wir diese Leute freisprechen müssen, weil uns die Gesetze fehlen. Es ist bewiesen, dass dieser Betrug, dass Millionen betrogen worden sind und mit der Mafia gearbeitet worden ist. Aber ich muss sie freisprechen, die Leute, weil es keine Gesetze zum damaligen Zeitpunkt gab. Jetzt gibt es mittlerweile. Jetzt sind sie in Geldwäsche beigetreten, so wie der Vatikan auch. Vorher wussten sie alle nichts. Alle nicht. Ich bin nicht mehr tätig in dem Geschäft, aber ich habe mir irgendwann mal abgewöhnt und habe gesagt, völlig sinnlos. Aber das habe ich nicht nur hier festgestellt, sondern das sind alle diese großen Fälle, die ja internationale Dimensionen haben, und sie kommen einfach nicht gegen Tabakkonzerne, kommen sie einfach nicht an. Es muss so gewesen sein, dass der Đukanović sich an die Amerikaner gewandt hat und hat gesagt, wie schaut das jetzt eigentlich aus? Mir geht die Luft aus finanziell. Ich habe mich abgewandt vom Milosevic. Ich stehe jetzt auf eurer Seite. Ich werde hier machen ein eigenes Land. Und da muss der Chefberater Holbrooke, glaube ich, der Verstorbene, der war bei Đukanović. Und dann hat hat man ihm also sinngemäß gesagt, also was wir nicht wollen, wir, der Westen, dass du Rauschgift schmuggelst, dass du Waffen schmuggelst, dass du Asylanten übers Meer bringst. Das war ja alles in der kritischen Zeit. Und dann hat er gesagt, wir könnten mit Zigaretten leben. Dann hat er gesagt, okay, mit Zigaretten können wir leben. Und es ist ein wirtschaftlicher Faktor gewesen. Das sind Milliarden, die Philip Morris gemacht hat. Die Tabakindustrie hat sich dumm und dämlich verdient. Sie können da nicht mehr Geld verdienen. Das war Zoll. Den Zoll zahlt der Verbraucher. Die Philip Morris hat die Zigaretten zum gleichen Preis verkauft an die Schmuggler, wie sie an uns verkaufen. Nur müssen wir eben den Zoll noch bezahlen, die Steuer bezahlen. Und wenn sie 10.000 LKW verkaufen können oder davon 8.000 Philip Morris Produkte, dann war das ein Geschäft für die Amerikaner. Es war ein Geschäft und es war ein politisches Spiel. Dass das so ist und dass die Welt so gestrickt ist, ist mir schon klar. Aber ich frage mich nur, warum uns danach 10 Jahre ermitteln lässt. Aber es ist natürlich niemand da gewesen, der gesagt hat, hör auf, das wollen wir gar nicht. Lass deine Finger weg, geh dem Asylant mit 3 Stangen Zigaretten nach, dem kannst du auf den Buckel springen, so wie sie es gemacht haben. Das wollten sie nicht, sondern man lässt uns 10 Jahre ermitteln. Wir liefern die Fakten, dass es so war, und dann sagt man jetzt. Und ich höre im Nachhinein, dass die Tabakkonzerne mit Brüssel einen Deal gemacht haben, dass sie gesagt haben, sie zahlen einen bestimmten Betrag an Brüssel, aber damit nicht mehr weiterverfolgt wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Fragen Sie mal in Brüssel. Ich kann Ihnen sagen, das war mir immer klar, dass Zypern, gehen Sie in die Adresse, wo Dalvić ist, da finden Sie 200 Treuhandfirmen in einem Haus mit 3 Einwohnern. Das war uns alle klar, dass das alles getürkte Firmen sind, dass das alles Unsinn ist. Und jetzt schreibt man auf und sagt, Zypern, das hat man nicht geglaubt, was da alles ist, das darf ja nicht wahr sein. Wir haben das gewusst, der einfache Zöllner hat es gewusst. Der hat auch gewusst, dass in Griechenland nichts geht. Aber es sind politische und wirtschaftliche Interessen gewesen. Der Westen wollte den Đukanović stützen. Das war eine Strategie gegenüber dem Milosevic und dem alten System. Und man hat gesagt, du musst überleben. Und wie kannst du überleben? Sagt er, ich handle mit Zigaretten, aber das ist ja bloß ein Steuerhinterziehung. Wenn das ein Delikt ist, das ist halt so. Man hat nur eines übersehen. Es gab einen Prozess gegen diese 8 Haupttäter in der Schweiz, in Bellinzona. Und bei dem Prozess war ich. Und da wurde von Zeugen, die in Haft in Italien saßen, die den Zigarettenschmuggel mitgetragen hatten, Mitglieder der Mafia, Kronzeugen, diese Kronzeugeregelung, die sind aus der Haftanstalt über Fernsehen zugeschaltet gewesen
Die haben gesagt, natürlich haben wir Kalaschnikow mit rübergefahren. Natürlich haben wir Heroin mit den Schnellbooten mit rübergebracht. Natürlich haben wir Asylanten mit rübergebracht. Hat sich doch niemand daran gehalten an das Ganze. Ich habe erst vor kurzem, nachdem ich gehört habe, dass der Djukanovic erneut Premierminister ist, dann habe ich an den Präsidenten des Parlaments geschrieben. Gibt ja so, man kann ja offensichtlich schreiben, können Sie alle vergessen, und habe geschrieben, ob das möglich ist, dass der wieder Premierminister ist, ein Mann, der die Europäische Union in den Jahren von bis um 10 Milliarden betrogen hat. Dann hat man mir zurückgeschrieben, das Europäische Parlament in Straßburg hat mit 597 zu 67 Stimmen war dafür für die Aufnahme. Und dann habe ich gesagt, ob das Voraussetzung ist, dass man wieder aufgenommen wird, weil der Herr Djukanovic wird ja demnächst mit der Frau Merkel an einem Tisch sitzen. Wahrscheinlich wird er es du anbieten. Aber du sagen, was hast du eigentlich in den Jahren vorher gemacht? Du hast die Europäische Union um 10 Milliarden beschissen. Das spielt alles keine Rolle. Sie kriegen keine Antwort. Das interessiert die Leute nicht. Dann habe ich als Antwort noch bekommen, im Übrigen hätte man festgestellt, dass das Land sich also sehr verbessert hätte, da unten sei alles in Ordnung. Dann hat mir einer zurückgeschrieben, den ich auch kenne von Brüssel, hat gesagt, da gibt es einen Bericht über Montenegro. Katastrophal. Mord, Totschlag, Korruption, organisierte Kriminalität, katastrophal. Dieser Bericht ist nicht erschienen. Den müssen dänische Ermittlungsbeamte dort unten, die müssen gesagt haben, katastrophal, das Land darf nie in die EU. Spielt keine Rolle, wird aufgenommen. Warum? Weiß ich nicht. Die maskierten Männer, die das Depot ausheben, kämpfen gegen die Mafia. Süditalien ist das wichtigste Einfallstor nach Europa für geschmuggelte Zigaretten. In solchen Depots hortet die Nikotinmafia ihre Ware, bis wieder Nachschub gebraucht wird. In Berlin, Mailand oder London, wo die reguläre Packung versteuert und verzollt 16 Mark kosten kann. Parliamo di vera e propria guerra, in quanto oramai l'idea del contrabbando romantico, che era molto in voga negli anni. Für uns herrscht Krieg. Die Zeiten des romantischen Schmuggels der 70er Jahre sind endgültig vorbei. Die Zusammenstöße zwischen der Guardia di Finanza und den Schmugglern sind brutaler geworden. Es gab schon Tote und Verletzte. Ci sono stati addirittura morti e feriti. Die Natursteinmauer lässt sich aufhebeln. Dass sie nur die geschickte Tarnung für ein geheimes Parkhaus ist, haben die Fahnder erst nach einer Verfolgungsjagd begriffen. Im Innern des Hügels Platz für Lastwagen, Begleitfahrzeuge und vor allem für Millionen Zigaretten. Jahrelang hat die Mafia den Ort genutzt. In Schnellbooten kamen die Zigaretten über die Adria nach Süditalien. Nur ein paar Kilometer Luftlinie sind es bis zur Küste. Dieser unauffällige Landweg, hydraulisch lässt er sich mitsamt der Erde, den Steinen, dem Unkraut in die Höhe lüften. Keiner würde darunter Zigaretten vermuten. Sind sie erst einmal auf diese erfindungsreiche Weise verstaut, ist der illegale Vertrieb in der EU kaum noch zu verhindern. Vollgestopft mit Zigaretten war sogar der Geländewagen, den die Guardia di Finanza in diesem Erdloch fand. Mit Blaulicht und Signalhorn ausgestattet, sollte er bei Nacht einem Polizeifahrzeug gleichen. Doch die Ramböcke vor den Stoßstangen machten ihn zu einem Mordwerkzeug. 47 solcher gepanzerter Fahrzeuge haben die Behörden im vergangenen Jahr sichergestellt. Die Jeeps werden jenseits der Alpen gestohlen und in Süditalien umgebaut und aufgerüstet. Nägel gegen die Fahrzeuge der Verfolger, hochversierte Motoren, ausgeschäumte schussfeste Reifen, getöntes Panzerglas, verstärkte Türen, Dächer, Motorhauben. Zwischen Fahrer und Beifahrer
Ein Wurfloch für die Nägel gegen die Verfolger. Die jungen Beamten können nur staunen, wie aufwendig und frech die Mafia ihre nächtlichen Zigarettentransporte absichert. Nachts herrscht Krieg auf Süditaliens Straßen. 2 junge Beamte wurden von einem solchen Begleitfahrzeug der Mafia in ihrem Fiat zu Tode gequetscht. Die Zahl der Verletzten bei den Ordnungskräften übersteigt die 100. U Crnoj Gori nije bilo tako. Sjetimo se 1999. godine kada smo bili u sastavu Savezne Republike Jugoslavije i kada je ona jednom nerazumnom politikom uvedena u rat protiv NATO saveza, mi smo tada sačuvali Crnu Goru od bombardovanja.